beim ersten Bereich hatten wir 100% nur Gebet. A tu było 50% modlitwy i 50% pracy. Dann im zweiten Bereich hatten wir 50% Gebet und 50% Arbeit. Ta część Dann der dritte Teil to było przygotowanie ludzi do chrztu. war die Taufvorbereitungszeit. 3 miesiące. 3 Monate. Ale było tak, było jeden miesiąc, Aber es gab dann było einen 2 Monat, miesiące. es gab 2 Monate, Maksimum najwięcej to było 3 miesiące, żeby Maksimum osobę przygotować od zero. waren dann Do 3 chrztu. Monate, um Personen vorzubereiten von nichts zur Taufe. Średnie było to. Najczęściej było to. 2 miesiące. Am meisten dauerte das 2 Monate, so durchschnittlich. I tutaj był już zbór. Und 9 dann, miesięcy bei diesen, pracy, nach 9 Monaten Arbeit, gab es schon die Gemeinde. a modlitwa tutaj dalej była. Aber das Gebet ging auch hier weiter. In I diesem, modlitwa tutaj była. und dieses Gebet beanspruchte hier 30% modlitwy, 30% der Zeit 70% pracy. und 70% Arbeit. I tutaj był zbór. Und hier gab es dann die Gemeinde, dann im letzten Praca Quartal. nad zborem, Und dann gab es dann die Arbeit an der Gemeinde, żeby zbór stał samodzielnym. damit die Gemeinde selbstständig wird. I tutaj było pracy nad zborem może 90%, Und hier war dann Gebetsarbeit in der Gemeinde 10% 90%. modlitwa. A to jest praca w zborze, to jest Tak, to jest modlitwa. praca nad A ludźmi. umgedreht, 90% Arbeit mit Menschen und 10% Gebet. Jak wy myślicie, dlaczego tyle czasu trzeba było na modlitwę? Was denkt ihr denn, warum war denn so viel Zeit im ersten Quartal notwendig To fürs Gebet? strata 3 miesięcy. Das ist doch ein Verlust, eine Nicht-Ausnutzung von 3 Monaten. Myślicie, że to strata była? Denkt ihr, dass es ein Verlust war? Da hat der Heilige Geist bewirkt, dass die Menschen, die dann im zweiten Teil erreicht wurden, Zeit hatten und ihre Herzen schon geöffnet hatten. To Święty Duch sprawił w 3 miesiącach na ludzi, żeby oni byli przygotowani na Tak. przyjęcie poselstwa. Dobrze, przygotowany gut. teren. Also die Vorbereitung des Gebiets. I co Pan robił z tymi ludźmi, żeby ich przygotować? Und was hat denn Gott gemacht, um Mamy die te- Menschen vorzubereiten? Jetzt haben wir das Gebiet. Tak? Ja? Ulice, Straßen, domki, Häuser, centrum, gdzieś jakieś sklepy tam. dann ein Stadtzentrum mit einigen Geschäften. Co Duch Święty robił w pierwsze 3 Was miesiące hat der Heilige na tym Geist terenie? während dieser 3 Monate in diesem Gebiet vollbracht? Wypędzał demonów, Er hat die Dämonen weggesandt, vertrieben. Duchem Świętym dawał ludziom pokutę, Der Heilige Geist gab den Menschen eine, ja, das ist immer mit dem Tschechischen. pokutę Ja, znanych das ist grzechów. so, Moment, Pamiętaj, Kannt ihr pokutę? Ja, das ist Pokuta. Strafe auf Tschechisch. Warte. Żal za grzechem. Ich komme gerade nicht. Bereuen. Bereuung, genau, Bereuung. Mhm. Ja. Odkrył. Also neue Geschichte. Ja, Buße, genau. Also genau. One rozpoczynały widzieć swoje grzechy Sie fingen an, ihre eigenen Sünden zu sehen. i Duch Święty wzbudzał w ludziach potrzeby Chrystusa, potrzeby Boga. Und der Heilige Geist, ja, er brachte so die Bedürfnisse der Menschen. So Pragnienie hinein. Biblii. Er gab ihnen einen Wunsch, in der Bibel zu lesen. Die Bibel zu haben, vielleicht auch. A co robił ze mną? Und was hat er mit mir gemacht? To samo. Dasselbe. Dawał mi pokutę, 2 Monate Buße, żeby oczyścić mnie, um mich zu reinigen, bo jemu nie podobały się grzechy, weil ihm nicht meine Sünden gefallen i haben. bo chciał być w moim sercu. Und Gott wollte gerne in meinem Herzen sein. Bo potem trzeba było mnie prowadzić do ludzi. Weil danach war es notwendig, dass er mich zu den Menschen sendet. I on chciał być we mnie. Und er wollte gerne in mir sein. I chciał przeze mnie patrzeć, Und er wollte durch mich schauen, przeze mnie mówić durch mich reden. i przez moje serce czuć człowieka, odczuwać człowieka. Und er wollte durch mein Herz den anderen Menschen berühren. Także praca 3 miesiące Also diese 3-monatige to Arbeit była tak ważna, war so wichtig,
bo potem ona skutkowała bardzo fajnymi owocami. Weil danach hatte sie wirklich sehr schöne Früchte zur Folge. Ja pamiętam, jak z Frydensau przyjechał do polskiej drugiej po rektoru. Nie rektor, Kto przyjechał? Zastępca rektora Frydensau. Wydziału. Nie, Frydensau. Aha, ich weiß, als der stellvertretende Vorsitzende der Theologischen Hochschule von Friedensau nach Polen kam, Spotkał się ze mną hat er sich mit mir getroffen i powiedział, to nie jest wiarygodne. und er meinte, das ist nicht glaubwürdig. Za rok zbór, In ein Jahr eine Gemeinde, jedna osoba, eine Person my cały zbory, nie jeden zbór pracujemy na terenie, żeby założyć zbór. und wir arbeiten mit vielen Personen ein Gebiet, um eine Gemeinde zu gründen. Ale dla Pana nie ma różnicy, czy zbór, czy jedna osoba. Aber also ganze Gemeinden arbeiten an Neugründungsprojekten in Ja, Deutschland. Moment. Und das Wichtigste, aber für Gott ist kein Unterschied, ob das jetzt eine ganze Gemeinde hat oder eine einzige Person. Das Wichtigste Najważniejsze, żeby on wszedł na ten teren. das Wichtigste ist, dass auf dieses Gebiet geht. Zobaczcie, nowy teren, Schaut jetzt, das neue Gebiet. albo dusza nowa, bo wy teraz chodzili do ludzi, tak? Also ein großes Neues, weil jetzt seid ihr ja zu den Menschen gegangen. Де królem i panem był szatan. Und Nowy der Herr teren. dieses Gebiets war Satan. Tron ma szatan tutaj. On Weil sobie na to Satan hat hier seinen Thron, er regiert hier, er sitzt hier. I ja jako dziecko Boże wchodzę na ten teren Ich als Kind Gottes gehe auf dieses Gebiet i rozpoczynam modlić się. und ich fange an zu beten. I mówię, Panie Boże, jestem Twoim dzieckiem. Und ich sage, Gott, ich bin dein Kind. To proszę, bądź za mną tutaj. Und ich bitte dich, sei mit mir hier. I ja pozwalam Bogu Und ich erlaube wejść Gott, na ten teren. auf dieses Gebiet zu gehen. Potem ja mówię, Panie Boże, wyrzuci demonów. Und dann sage ich Gott, bitte, vertreibe die Dämonen. I szatan nie może przeciwko stać. Und Satan kann dann nicht mehr hier Bo stehen ja jestem na bleiben. tym terenie Weil ich i auf diesem modlisz, Gebiet Panie, bin. proszę, żeby Ty przyszedł tutaj ze swoimi aniołami. Weil ich bete, Herr, ich bitte dich, komm hierher mit deinen Engeln. I 3 miesiące obchodzę to miasto, to Jericho. Und in den 3 Monaten gehe ich durch die Stadt, durch den Markt, Po tych ulicach, durch die Straßen. po tych sklepach Ich gehe in die einzelnen I Geschäfte. i idzie i mówi, Panie Boże, idź ze mną tutaj i wypędzaj wszystkie siły ciemności, uwalniaj ludzi. Und ich gehe durch die Straßen und bitte Gott, Herr, bitte gehe mit mir und vertreibe von hier die ganzen Dämonen und finsteren Mächte, die sich hier überall befinden. Rozumiecie, dlaczego dzisiaj było trudno? Wisst ihr, warum es heute schwierig war? Dlatego, że my skoczyli Weil wir gesprungen sind i pobiegli. und losgerannt sind. No nie wiem, czy chwycili Pana Boga gdzieś tam nasze reklamówki, nasze torby? Czy położyli Pana Boga w nasze torby, czy nie? Jak Ich weiß nicht, ob wir Gott mitgenommen haben in unseren Ach Taschen. so, okay. Bo my tak szybko leciały. Also, Denn wir sind so schnell gelaufen. ja, wir sind dann hier. No nie wiem, czy my wystarczająco stajali na kolanach, żeby Jezus tak napełnił nasze Also ich serce. weiß nicht, ob wir jetzt so wirklich gebetet haben, dass Jesus wirklich unser Herz erfüllt. Czy wystarczająco my modlili się za ten teren, Weil wir haben 3 Monate für dieses Gebet żeby tam gebetet. opuścili demony te ludzi, te domki. Und damit dort die Dämonen aus ihren Häusern vertrieben werden. Rozumiecie, że problem był, że my nieprzygotowani do końca szli na nieprzygotowany teren. Weil das Problem war, dass wir jetzt nicht 100% vorbereitet auf ein unvorbereitetes Gebiet, in ein unvorbereitetes Gebiet gegangen sind. Ale i tak można coś zrobić. Jak widzimy dzisiaj, można coś Aber man kann zrobić. ja trotzdem Można etwas tun und Krankheitsschwere vollbringen, zdać, wie wir es heute gesehen haben. można coś powiedzieć, Man kann etwas sagen, man kann verteilen, można pomodlić się, man kann beten, można nawet dogadać na jakąś lekcję. man kann sogar mit jemandem einen Termin I vereinbaren. to für die jest dobre. Bibelstunde. Pan Bóg bardzo cieszy się dzisiaj. Und das ist gut und Gott freut sich wirklich über das, was wir heute getan haben. Ale rozumiecie, żeby zdobyć tych ludzi dla Pana Boga, Aber wisst ihr, damit Gott diese Menschen erreichen kann, ile jeszcze trzeba modlić się wie viel ist notwendig, zu beten? za nich, Für sie, za siebie, für sich selbst, bo cokolwiek zrobić dobrego może tylko Pan Bóg. weil alles,
was getan werden kann, das kann nur Gott tun. Dlatego, kiedy wy teraz rozmawiali, Deswegen, wenn wir jetzt miteinander sprechen, to zauważyła, że ty nie złapał moment, kiedy odkrywałaś sobie drzwi. dann habe ich nämlich jetzt gesehen, also es geht uns den ersten Dialog von Stefan und Sophie, da waren so geöffnete Türen bei diesem schwachen Moment. Nie zauważył tego momentu i stał mówić to, co nie trzeba było mówić w Er hat ten nicht moment. diesen Moment bemerkt und er hat dann nicht das gesagt, was vielleicht notwendig gewesen wäre, in diesem Moment zu sagen. A potem dalej Und danach zrobił coś takiego, że jeszcze więcej dodał i to już poszło na hat spad. er dann gesagt, hat er dann noch mehr irgendwie hinzugefügt und da ist es dann nach unten gefallen. Dlatego jest bardzo ważna obecność Ducha Świętego w sercu, Deswegen ist sehr wichtig, dass der Heilige Geist im Herz żeby gegenwärtig ist, odczuwać człowieka den Menschen gefühlsbereit zu machen i w odpowiednie momenty und dann im richtigen Augenblick nie stać na inną drogę. nicht ihm im Weg zu stehen. Trzeba dużo wychodzić do ludzi, żeby zdobyć praktyku współpracy z Duchem Świętym. Man sollte natürlich oft zu den Menschen hinausgehen, um in der Praxis geübt zu sein bei der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Możemy podzielić się doświadczeniami, Wir können unsere Erfahrungen austauschen, ale wewnętrzne to można zdobyć tylko w osobistym doświadczeniu z Panem Bogiem. aber wewnętrzne, Was Innerliches. ja, aber innerlich kann man das dann nur wirklich erreichen durch eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. I dlatego trzeba, jest taka prosta teoria, nie teoria, Also deswegen gibt es da eine einfache Art-Theorie, żeby mać taki rezultat, dass ihr dann so ein Resultat habt. trzeba tyle zrobić pracy, Man muss so viel Arbeit tun, na przykład 1000 osób, zum Beispiel 1000 Personen, zapukać, porozmawiać i tak anklopfen, dalej, mit ihnen sprechen und so żeby znaleźć weiter, 10 osób. um dann 10 Personen zu finden. Ale wiecie, troszeczkę później Aber wisst ihr, ein bisschen später, i z tych 1000 osób von diesen 1000 Personen, znajdziesz 20 osób. kannst du später 20 finden. A troszeczkę później Und dann wieder ein bisschen später, znajdziesz 50 osób. findest du 50. I przyjdzie czas, Und es wird die Zeit kommen, kiedy będzie 900 osób. wenn es 900 sein werden. I to wszystko współpraca z Duchem Świętym. Und das ist alles ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Praktyka twoja osobista. Deine persönliche Praxis. Przykro tylko, że większość osób odpada na tym etapie. Leider ist es so, Najwięcej odpada na tym etapie. dass die meisten Leute eben da herausfallen, da auf diese Kiedy 10. opracowano 1000 osób, na przykład zapukaliśmy, czy tam ankiety przeprowadzili z 1000 osobami, Wenn wir jetzt bei 100 Personen angeklopft haben, mit ihnen Umfragen durchgeführt haben, i pod koniec roku ciężkiej pracy mamy 10 osób, czy tam 5 osób, und wenn wir dann am Ende des Jahres 10 oder 5 Personen dort unten haben, to mówimy nic, ja nie nadaję się. To jest trudne, ja nie mogę. und da sagt man, oh, das nützt nichts, das ist schwierig, ich kann nicht. Mało kto wie, że następny krok będzie 20 osób, Wenige wissen, dass der nächste Schritt dann schon 20 Personen sein werden. a na jakiś 5., 6. raz. Und wenn es dann das 5. und Będzie 6. Mal 900 ist, werden es dann 900 sein. I przykro, że większość naszych braci i sióstr tutaj, na tym etapie, opuszczają ręce. Aber die meisten, die lassen dann die Hände schon sinken nach den ersten 10, die Mehrheit unserer Geschwister. Ostatnie 2 roki mojej pracy na Ukrainie Die letzten 2 Jahre meiner Arbeit in der Ukraine to był taki rezultat. gab es so ein Resultat 100%. von 100%. Тобто każdą osobę, którą spotkała Jede Person, die ich getroffen habe, i z każdej osoby, z której rozpoczęła pracować, mit jeder Person, mit der ich angefangen habe zu arbeiten, Pan Bóg doprowadził do chrztu hat Gott zur Taufe geführt i poprowadził do tego, że ta osoba stała misyjna pracować. und Gott hat so geführt, dass sie ein aktiver Missionar wurde. Ale początek był nie taki. Aber der Anfang war nicht Początek był so. gdzieś 30%, Der Anfang war bei 30%, 50%, dann 50%, ale na 8. rok aber dann im to 8. był und 9. 100%. Jahr habe ich dann 100% erlebt.
Amen. Amen. Wspaniałe, prawda? Das ist wunderbar, ne? Najważniejsze jest nauczyć współpracować z Duchem Świętym. Das Wichtigste ist, dass man lernt, mit dem Heiligen Geist Nie zusammenzuarbeiten. myśleć, Nicht że zu denken, miasto dass eine Stadt ma na przykład 20 tysięcy osób. dass eine Stadt jetzt zum Beispiel 20.000 Einwohner hat. Czy to znaczy, że wszyscy 20 tysięcy przyjdą do Pana Boga i Heißt, zawrzeć przymierze? heißt das, dass immer alle 20.000 Einwohner mit Gott ein Bündnis eingehen werden? Współpraca z Duchem Świętym polega na tym, że z tych 20 tysięcy Bóg ma w tym mieście jakieś na przykład 15 osób. Also, das ist so, die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist beruht darauf, dass man dann weiß, dass Gott in dieser Stadt mit 20.000 Einwohnern ungefähr I 50 przez Personen 3 hat. miesiące takiej modlitwy Und durch 3 Monate Gebet ja wchodzę do tego miasta, gehe ich dann in diese Stadt a Pan ich wszystkich prowadzi do mnie. und Gott hat sie alle zu mir geführt. I wiecie, ja nawet nie chodziła, nie pukała do drzwi. Und wisst ihr, sie haben an meine Türen geklopft. Ja stawała na Ich habe jednym, gestanden. ja stawała na jednym miejscu Stand an einer Stelle i czekała. und habe gewartet. Panie, i modliła się, Panie, prowadź do mnie. Und ty modliłaś się. Ja Ich modliła habe się, Panie, gebetet, prowadź Herr, do mnie. führe sie zu mir. Żeby Pan miał gdzie prowadzić, to stawiała wypożyczalnię tu z literaturą. Und dass Gott sie hergeführt hat, ist dadurch geschehen, durch den Buchverleih auf der Straße. I to był znak dla ludzi, Und das war ein Zeichen Dla für die aniołów, Menschen, für die dla Engel, Ducha Świętego, für den gdzie Heiligen On ma Geist, prowadzić tych ludzi. um sie zu mir zu führen. I te ludzie przychodziły do mnie Und sie kamen zu mir i były takie jak brat teraz, kiedy Sophie prowadziła z nim. und das war dann so wie der Bruder, mit dem Sophie jetzt die Umfrage oder die Przychodzi do tebe Bibellektion gemacht człowiek i hat. mówi, ja chcę. Und es kommt zu dir jemand und sagt, ich möchte. Ja teraz chcę. Ich möchte jetzt. Rozpoczynamy Wir fangen an i za 2 miesiące on już chce ochrzcić się. und in 2 Monaten hat er sich schon für die Taufe entschieden. Czy to moja zasługa? Ist das mein Verdienst? Nie. Nein. Duch Święty przyprowadził do mnie osobę, Nein, der Heilige Geist hat zu mir eine Person geführt. ale najważniejsze, że Duch Święty przygotował tu osobę wcześniej. Aber das Wichtigste ist, dass der Heilige Od Geist diese Person urodzenia vorher do momentu vorbereitet hat. spotkania ze mną Duch Święty wykonał taką pracę nad tym In der człowiekiem, Zeit von zwischen dem, wo der Heilige Geist angefangen hat zu wirken, bis dahin hat er so viel Arbeit getan, że kiedy my spotkali się, dass dann, als wir uns getroffen haben, to było to tak, jak Pan włożył w dłoń dann so, als wenn der Herr in meine Hand i mówi, to moje dziecko, przeprowadź do mnie. jemanden hineinlegt und sagt, das ist mein Kind, führe ihn zu mir. I to była bardzo prosta praca. Und das war eine ganz einfache Arbeit. Lekcji to było niesamowite. Die Bibelstunden, die Osoba waren wszystko wirklich mówi ungewöhnlich. Tak, tak. Die Person sagt immer ja, ja, ja. Umysł otwarty, mówisz, ona wszystko rozumie. Und der Verstand und die Gedanken richtig offen, sagt, ja, ich verstehe alles. Decyzji podejmuje tak, jak dzisiaj my widzieli tu. Tak, Und- sam wszystko. Und die Entscheidungen, die wurden so gemacht, so wie wir es heute gesehen haben. Alles ganz selbstverständlich, ja. A kiedy my spotykali się z tą osobą, Und als wir uns mit dieser Person getroffen to haben, my tak byli w dłoni Ducha Świętego. befanden wir uns so im Schoß des Heiligen, in der Hand des Heiligen Geistes. Duch Święty tak nas ogarniał, Der Heilige Geist hat uns so umfasst, że taka miłość była, dass es so eine Liebe war, że u nas prosto takie było. dass sie wirklich so nur war. Jak my spotykali się, to my już chcieli być razem. Als wir uns getroffen haben, da wollten wir einfach schon zusammen sein. Czy to kobieta, czy to babcia, czy to chłopak, czy ktokolwiek. Ob eine Frau, ob ein Junge, ob eine Oma On oder tylko noch jemand myślił o anderes. mnie, ta denkt osoba, bloß a ja über myślała o mich nim. und ich denke nur über diesen Menschen. I to wszystko Duch Święty Und robi. das hat alles der Heilige Geist gemacht. Jeden raz spotkała jednego mężczyznę, Einmal habe ich mich mit einem Mann a getroffen żona po kilku miesiącach powiedziała tak. und die Frau sagte nach einigen Monaten W seine moment, Ehefrau zu kiedy wy mir. spotkali się, In dem Moment, als wir uns getroffen haben, on zapomniał, że ja jestem jego żona hat er vergessen, dass ich seine Ehefrau bin i ożenił się na tobie i na twoim Bogu. und er wird dich heiraten und dein Gott.
A ja mówię, po co tak mówisz? Und ich fragte sie, warum sagst du denn A das on so? mówi, on tylko o Bogu i o Tobie mówi. Und sie sagten, na, der redet nur über Gott und über dich. On myśli, kiedy spotka się, kiedy będziecie czytać Biblię. Er sagt, wann er sich mit ihr treffen wird, wann Wszystkie er wieder plany essen tylko wird. do tego, żeby spotkać się. Alle seine Pläne sind darauf gerichtet, um sich zu treffen. Mówi, męże jak podmieniły. Und irgendwie, ja, Męże mein jak Mann, zamieniły. ich sag, irgendwie haben wir den Mann vertauscht. A on mówi, nie, kochana, ja Ciebie kocham. No mnie tak w głowie siedzi Walentyna, że ja ciągle myślę, kiedy my znowu będziemy czytać Biblię. Und er sagt, aber nein, doch, meine Frau, ich liebe dich doch. Bloß mir sitzt die Valentina gerade die ganze Zeit im Kopf, weil ich so die Bibel gerade lesen möchte. I ja im potem tłumaczę, że to Duch Święty takie robi. Und ich habe ihm dann erklärt, dass es der Heilige Geist so bewirkt hat. To Duch Święty daje takie wewnętrzne pragnienie, Und der Heilige Geist gibt so einen inneren Wunsch, że wszystko inne odchodzi na jakiś tam drugi plan. dass dann alles andere zweitrangig wird. Niemcy trzeba opracować modlitewne. Deutschland muss man durch das Gebet bearbeiten. Trzeba, żeby powstały modlitewne grupy w Es ist Niemczech. notwendig, dass Gebetsgruppen in Deutschland entstehen. Trzeba zrobić, żeby Pan wyrzucił stąd szatana. Es ist notwendig, dass der Herr Satan hier Uwolnił rausschmeißt ludzi aus den Kreisen der Menschen i przygotował robotników. und die Arbeiter vorbereitet.